Herzlich willkommen zum Kulturtag aus der Raumwelt in Chur. Heute sind ziemlich bekannte Musiker hier neben mir. Das ist der Michi und das ist der Roman. Sie sind beide aktiv bei der Band Festbänkler. Und da hören wir gerade ins aktuellste Video rein. Doch trotz der vielen Narben und Schrammen halten wir zusammen, denn wir sind immer noch Freunde, unzertrennlich und für immer und immer. Denn wir sind immer noch Freunde und das für alle Zeit. Wir wären zusammen in die Karibik geflogen, doch du Idiot hast deinen Pass verloren. Willkommen zurück beim Kulturtag mit den Festbänkler. Michi und Roman. Ja, Roman, wie hat das eigentlich angefangen mit euch als Band? Also wo habt ihr euch gefunden? Das Schon eine Weile her, ja. Über 10 Jahre. Schon bald 12 eigentlich. 12 jetzt eigentlich. Wir haben, oder ein Teil hat sich schon kennengelernt, 3, der Marco, der Andi und der Michi. Sind zusammen sogar in der Jugendmusik miteinander früher. Und ich bin dann einmal bei einer anderen Band dazugekommen, wo wir noch so Funk und Blues gespielt haben. Und im Musikverein sind wir zusammen gewesen. Und irgendwann hat es dann mal die Festbänkler-Gruppe sich so abgespalten und entwickelt. Und den Roman haben wir dann kurz darauf im Studium kennengelernt. Und seitdem sind wir jetzt seit 12 Jahren so unterwegs. Mhm. Ihr habt so einen ganz eigenen Sound, wo so ein bisschen Volksmusik, ein bisschen Pop. Ist das schon von Anfang an so gewesen, dass ihr in die Richtung gehen werdet? Ja, also eigentlich sehr, ja. Unsere Wurzeln sind eigentlich von der meisten Blasmusik, Volksmusik. Und wir sind eigentlich viele die verschiedene Musik gerne hatten. Der vielleicht da ein bisschen mehr, da ein bisschen mehr. Und so hat sich, glaube ich, irgendwie der Mix sich so entwickelt. Angefangen haben wir schon mit eigentlich hauptsächlich volkstümliche Musik. Also ab Besetzung war damals noch ohne Schlagzeug und ohne Gitarre. Und da ist dann so ein bisschen eins nach dem anderen dazugekommen, man hat immer mehr gesungen. Dann, wo Schlagzeug und Gitarre dabei war, haben wir angefangen, eigene Songs zu schreiben. Ja. Mhm. Ihr habt irgendwie so ein spezielles Logo, das ich mega cool finde und eure Fans. Nein, eben noch nicht. Ich habe es probiert daheim und es ist glaube ich irgendwie so, oder? Das Herz und falsche Seite, oder? Ja, genau so. Das ist so. Wie sind wir auf das gekommen? Das ist ja der Wahnsinn, oder? Ja, das verraten wir nicht, oder? Nein, wir haben wie ein Symbol haben, wo wir gleichzeitig machen können wie das Publikum. Also auch auf der Bühne etwas, das einem einfach noch mehr verbindet. Und ja, ein Zeichen ist etwas, das da gut passt hat. Und dann haben wir da gebastelt und Skizzen gemacht und da ist dann schlussendlich rausgekommen. Devil Horns sind ja schon besetzt gewesen, genau, oder? Und dann haben wir gedacht, man, das Devil Heart, oder? Ihr sind tatsächlich aktuell mit dem neuen Album sind ihr in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz sehr erfolgreich in der Hitparade vorne dabei. Aber in Graubünden habt ihr ein bisschen ein Loch. Also in Graubünden kennt man noch jetzt, man kennt euch schon, aber ihr habt nicht so viele Konzerte in Graubünden und woran liegt das? Gute Frage. Es wäre eigentlich so nah. Vielleicht gefällt da unsere Musik nicht, oder wir haben es nicht richtig gepackt. Es hat auch schon Auftritte gegeben hier, ja. aber es stimmt, wir sind eigentlich viel zu wenig da. Wir müssen mehr Feste machen. Also Fest machen können wir natürlich. Ja. Also ist das halt einfach, wenn man dort am Trailer in der Ecke ist, dann Wir sind halt unglaublich schnell in Österreich und Deutschland. Und das ist auch ein Grund, wieso dass wir dann gesagt haben, wir steigen da mal ein bisschen auf Hochdeutsch um. Und da hat sich einfach der Radius gerade mit Deutschland und Österreich, der ist jetzt halt einfach schon extrem gross. Und wir sind auch viel in Deutschland und Österreich unterwegs. Ja, mit diesen 3 Ländern ist halt das Bündner Land halt ein bisschen weit weg, oder? Die falsche Richtung. Ja. Ihr macht alles also vielleicht ist das einfach mein Eindruck, aber ihr macht alles ziemlich selber. Also eure Videos machen ihr selber, ihr habt so einen Genre-Mix, den ihr ab und zu produziert. Ihr nehmt auch alles beim Andi im Studio auf. Genau.
Ist das schon immer so gewesen, oder habt ihr da von außen noch Inspiration geholt? Also wir haben mit dem Martin Zimmer schon jemanden von Rosenklang, der uns als so beraten oder auch mit Verträgen oder so Sachen, oder gewisse Sachen, die wir nicht verstehen, da hilft er uns immer und das Booking macht er auch. Aber sonst, glaube ich, wären wir alles viel zu grosse Tickschädel. Wir müssen selber können sagen, was wir machen wollen und auch entscheiden, gehen wir da durch oder gehen wir da durch. Das würde nicht funktionieren, wenn wir uns da sagen. Ja. Wir haben auch schon mit verschiedenen Leuten zu tun gehabt, und dann sind verschiedene Inputs gehabt, und dann ist, glaube ich, so, die Resonanz war immer, ja, lieber wir entscheiden selber. Ja. So hat sich das so entwickelt. Aber das ist schon auch mehr Arbeit, oder? Wenn man natürlich alles selber ein bisschen in der Hand hat. Ja. Aber es ist auch eine mega schöne Arbeit. Also gerade wenn man einen Festbänkler oder auch so ein neues Album in der Hand hat und wirklich weiss, das ist unsere Arbeit, da haben wir gemacht, vom Gestaltung des Albums über Songs schreiben, man ist einfach überall dabei und aufnehmen. Dann ist es wirklich so sein Baby. Ja, kann man nachher das Feedback auch danken Dani, oder? Und alles bald dann muss ich verteilen. Ja, wie war das für euch, als ihr das erste Mal, also wo ihr gemerkt habt, mal, das zieht mega Leute an? Also, ihr habt ja, man darf so sagen, wenn ihr ein Video heutzutage rauslöst, dann hat es innerhalb von kürzester Zeit über 100'000 Views auf YouTube. Ja, flasht euch das noch? Oder, also, respektive, eben, wie war das erste Mal, als ihr gemerkt habt, so, oh, jetzt zieht es an und jetzt kann da wirklich etwas entstehen, wo man vielleicht auch mal davon leben kann? Also ich habe es gar nicht so richtig realisiert. Das ist dann auch schon schwierig, ja. Ja, ich habe mich auf mich konzentriert, halt einfach selber Musik machen oder mit der Gruppe Musik machen und das andere irgendwie so, ja, ist mir ein bisschen vorbei. Also ja, du klammerst den ganzen Jahr voll aus, oder wie? Nein, ja, schon nicht. Vielleicht nicht, aber ich habe mich einfach immer auf das konzentriert, wo wichtig ist, um weiterzukommen. Also bei uns ist es ist eigentlich immer sehr langsam, so stetig ist es grösser geworden und gewachsen. Und das hat vielleicht mit dem Englisch schon mal so einen Knall tun, wo sehr viel auf einmal gegangen ist. Aber es ist immer so langsam gewachsen, dass man jetzt immer auch ein bisschen schon realisieren können, was passiert. Ich meine, klar, die Zahlen sind dann auch schon extrem hoch und schwer sich vorzustellen, wie viel jetzt 1 Million Klicks wirklich ist, weil das ist wirklich brutal viel. Also es gibt schon Momente, wo man da nicht wahrnimmt. Also so ja, so ja, genau. Ist es jetzt wirklich wahr, ja. Mehr dann so bei Auftritten, wo die Resonanz vom Publikum da ist. Dort gibt es dann schon auch so Gänsehautmomente, wenn wir am Woodstock halt über 10'000 Leute unsere Texte mitsingen. Also dort friert es einem schon. Ja, auf jeden Fall. Der Andi hat mir erzählt, ihr habt so im Schnitt alle 1,5 Jahre ein neues Album am Start. Heisst das, das nächste ist eigentlich schon, sind wir schon am Aufnehmen? Ja, Ziel verraten wir jetzt nicht. Ja. Ach, come on, jetzt habe ich auch extra auf Kur geholt. Also nächste Woche kommt es noch nicht. Nächste Woche kommt es noch nicht, ja. Aber ja, dann heisst es, für mich heisst das einfach, ja, wenn ihr so einen Rhythmus habt, sind ihr eigentlich praktisch immer im Studio, oder? Also immer noch ein bisschen an der Musik am Schleifen und ja. Total, dass der Andi fast schon im Studio wohnt. Sind wir schon viel dort, ja, das stimmt. Andi ist ein Spezialist, sage ich jetzt mal. Und das Chording und da unten und alles angeht und ja, total jetzt mal auf der Hand, dass relativ schnell dann geht. Ja, und eben, also wir haben hier so ein Glück auch, dass wir einen Tontechniker in der Band haben, also ein Studio. Ja, das könnte man sonst wahrscheinlich auch gar nicht machen in diesem Rhythmus. Ja, aber ihr müsst schon auch ein bisschen angefressen sein, oder? Also, ein bisschen so, oder? Ja, es sind doch was auf dem neuen Album, glaube ich, etwa 12 Songs, oder? Und ja, alle Jahre quasi nochmal 12 neue schreiben, das ist schon... Also, was inspiriert euch denn? Also, habt ihr einfach alle so spannende Leben und dass ihr die ganze Zeit Songs drüber schreiben, oder? Ja, irgendwie nicht zu viel studieren, wenn man etwas will schreiben. Einfach passieren lassen, denke ich, ist das Wichtigste.
Aber hat so damit zu tun, dass man halt dann, sagen wir, die Zeit noch normal war und man viel gespielt hat, dass dann die Stücke dann schon langsam in einem Jahr so ein bisschen ausgespielt kann man nicht sagen, aber einfach schon viel bespielt worden sind und dann hat man einfach mal wieder den Drang, um neue Lieder zu machen oder etwas Neues wieder auf der Bühne zu präsentieren zu können. Und so ist es gewisse Abwechslung, oder? Wenn du viele Konzerte hast, oder? Ja. Ist eigentlich neu, vielleicht einmal. Ihr habt jetzt zwar neue Platten draussen und auch überall Erfolg, aber glaube relativ wenig Konzerte. Also wie viele Konzerte habt ihr da streichen müssen von der Tour wegen dem? Also, 95%. ja, es sind ziemlich alle aus dem Jahr 2020. Einen haben wir noch gespielt im März. Wir haben eigentlich immer noch so eine kreative Studiopause im Februar und haben dann im März wieder angefangen, wo es abgesagt worden sind. Und dann haben wir auch gesagt, dann machen wir halt im Studio weiter. Und da ist jetzt das Album ein halbes Jahr früher fertig. Also das ist ja auch schon gut. Ja, keine Zeit für uns. Aber es hat sicher auch einen finanziellen Aspekt, oder? Also ihr habt jetzt wahrscheinlich gerade von einem Tag auf den anderen keine Einnahmen mehr gehabt durch Konzerte, oder? Ja. Also hat euch das ja, eben ihr seid aus einer Band, die relativ viel unterwegs ist und ja, ich nehme ein Leben davon, oder? Also von der Musik. Grosser Teil. Und alle noch ein anderes Wir haben schon noch ein zweites Standbein, aber das zählt Westbänkler ist eigentlich schon der Haupterwerb. So. Aber wir denken positiv und hoffen, im spätestens nächsten Winter, Frühling geht es dann wieder los. Und also, richtig, ja. Jetzt, wo wir jetzt natürlich auch ein bisschen Wandel machen müssen, wir haben uns jetzt so langsam aber sicher täglich darauf eingestellt, dass jetzt einfach halt kleinere Anlässe sind. Ich probiere jetzt so ein bisschen, aber je nachdem wie die Gesetze oder Vorschriften der Trainerin muss man halt schon sich immer wieder anpassen und vor allem auch Veranstalter haben, die da angehen und einen Weg suchen, um irgendetwas Kleines zu machen, wo alles super ist. Wir haben jetzt auch diskutiert, ob es Lösungen gibt, wo man irgendwie selber, also wir haben zum Beispiel mal in der Corona-Zeit einen Anhänger gehabt, wo wir mit dem Traktor durchs Rital gezogen haben und haben dann vom Anhänger abgespielt, einfach irgendwo vor der Wirtschaft angestellt. Und eben, wenn weitere Auftritte abgesagt werden im Frühling, vielleicht ist da ein Konzept, das man dann ausbauen kann und ja, so dafür, on the road gehen. Genau, quasi. Für das halt. Genau, es kann natürlich sein, dass es nicht mehr so wird wie letztes Jahr, aber jetzt ist wichtig, dass man einen Weg sucht, dass man trotzdem etwas machen kann. Wir haben früher vor allem auch viele Medleys gemacht und haben dann einfach gedacht, komm, jetzt übertreiben wir es ein bisschen. Und dann ist es eigentlich so rausgekommen. Und krass ist schon auch, dass die Leute genau den Ablauf von dieser Genre-Medleys kennen. Also dann haargenau die Übergänge mitsingen. Ja. Für uns ist es mittlerweile so wie ein Song, oder? Ja, speziell. Habt ihr da nie Angst gehabt davor, wenn ihr jetzt nur noch so, also wenn ihr jetzt solche macht, dass die Leute nur noch nach denen schreien quasi, also dass ihr dann auch live wirklich nur noch die bringen oder die Leute die ganze Zeit, bitte mal machen, Nein, das ich schon. jetzt eigentlich gerne, weil ich spiele es relativ gerne. Also sehr gerne. Sie Es sind- ist wirklich abwechslungsreich. Ja. Also mit denen wird es dann nicht langweilig. Ja, Von dem her zum Spielen sind es super. super. Und unser Programm im Moment, das sind eigene Songs und die Genre-Medley. Und das ist super. Ihr habt angefangen mit Mundart-Musik, habt dann Hochdeutsch gemacht, habt phasenweise ein bisschen einen Mix drin gehabt. Ja, wie geht es weiter? Also habt ihr jetzt gefunden, jetzt machen ihr nur noch hochdeutsche Musik oder wird es wieder so einen Mix geben in Zukunft? Lasst euch überraschen. Genau. Ja, also wir haben einmal da mit dem Hochdeutsch ausprobiert und haben halt gemerkt, dass dann eben Deutschland, Österreich jetzt mal der Radius viel grösser wird, wo man uns versteht auch. Es wird sicher in Zukunft immer wieder einmal Mundartikel geben. Das denke ich schon. Ja, sag niemals nie, Ja, oder? ja. Auch zu diesen Mischdingen. Wie kommt euer Akzent eigentlich im Ausland an? Also man darf ja schon sagen, Also der ihr richtige habt einen gewissen Schweizer Akzent, hört man schon raus, wenn man eure Musik hört. Ist das im Ausland
sagen die Leute, oh, die sind so sympathisch, Schweizer und so, oder wie kommt das an? Ja, ich glaube, wenn wir weiter auf in den Norden kommen, dann stellen wir automatisch um, reden Hochdeutsch, weil wir das Gefühl haben, man versteht uns gerne nicht. Ich kann es eigentlich gerne nicht sagen. Aber eigentlich lustigerweise wird man wenig auf den Akzent angesprochen, das stimmt, Ja. wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Ja. Ich glaube es und hoffe es wirkt sympathisch, wenn wir Hochdeutsch reden, aber ja. Also was sicher ist, sie merken, dass wir Schweizer sind. Nur Ja. von unserem «möchte gerne Hochdeutsch». Wie sehen ihr eigentlich so den Rest von der Musikszene? Also orientieren ihr euch da im volkstümlichen Bereich oder sehen ihr jetzt auch zum Beispiel die Stubbertengänge hat jetzt gerade kürzlich etwas veröffentlicht, Highway hat gerade etwas veröffentlicht. Ja, wie seht ihr das? Also Ich glaube, man ist schon immer ein bisschen mit offenen Augen und Ohren und schauen, was passiert rundherum. Inspiriert euch das auch? Also die anderen Künstler, die auch aktiv sind? Ich denke alles schon, ja. Jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht gerade etwas bewusst sagen. Also es gibt immer mal Songs, die man irgendwo hört. Labras Banda hat eine Musik gebracht vor einem halben Jahr, wo man wirklich denkt, boah, cool. Ja, So Sachen gibt es einmal schon. Wir nehmen es vielleicht auch ein bisschen unbewusst mit ins eigene Repertoire, keine Ahnung. Einfach so ein bisschen die Idee. Aber eben der Andi zum Beispiel, der jetzt im Studio ist, er ist da wirklich sehr interessiert. Und er würde sagen, er hat da sicher einen Ist er so Überblick. immer up to date quasi? Genau, Oder? ja. Kannst ins Studio gehen und so, hey, was gibt es so Neues? Weiß Zeugs? er weiß es auch. Ja, okay. Was hören ihr denn so privat für Musik? Ist es auch im volkstümlichen Bereich oder hörst du jetzt auch Metal und du Rap oder irgendwie so? Kann man das so sagen? Also ich höre eigentlich am liebsten so Funk oder so etwas in die Richtung oder Musical. Aber grundsätzlich offen für alles. Ich höre so ein bisschen verschiedenes Zeug, aber ich sage jetzt so ein bisschen zwischen Volksstimme und Poppigem, Funkig vielleicht. Aber Metal oder Rap weniger. Das ist nicht so deine Welt. Ja, es hat auch coole Sachen drunter, ich kann jetzt nicht sagen nein. Darum sind die Chillers mehr gut. Für alle ein Ja, bisschen. ja, eben genau so. So gerade so die 8 kleinen... Sekunden der Musikstil, den man nicht mag, es überlebt. Super, ja. Nein, ich danke euch vielmals, dass wir da den weiten Weg gefunden haben. Und hoffe, dass, wenn es dann wieder losgeht, dass wir euch auch einmal im Bündnerland erleben können. Gerne, ja. Danke, dass ihr da gewesen seid. Danke, Gerne, dass ja. ihr zugeschaut habt. Bis bald mal wieder. Tschüss. Ciao. Danke.